Und somit herzlich willkommen in Fallout 4 bei meinem zweiten Bethesda-Spiel, was derzeit am Kanal läuft. Ich werde diese Episode immer so anders überlegt, ich werde da ein bisschen was dazu schneiden vor der Episode zum Intro, damit es jetzt so deppert ausschaut. Ich will euch jetzt nicht mit 15 Minuten abspeisen. Nö. Und wir werden das jetzt einfach einmal ganz geil angehen. Ja, bitte, wenn ihr das seht, ab in die Kommentare, ob die Einstellungen passen, von der Musik her. Schön. Ja, ich hab's jetzt fast über ein Jahr nicht mehr gespielt, muss ich auch mal ehrlich gesagt gestehen. So, wenn ich da wieder reinkomme in das Ganze. Na gut, Fallout und Skyrim sind von die Spielmechaniken eigentlich fast ident. Da sollte das kein Problem darstellen. Die einzige große Umstellung, was für mich halt momentan noch immer ist, mittlerweile geht's schon, der Umstieg von die Konsole auf den PC. Ja. Es ist derzeit für mich noch... Warte mal, wo geht denn? Tab, genau. Wie es siehst, wir können unendlich tragen, aus dem einfachen Grund, wir werden sehr viel tragen. Das ist eine Mod, dann habe ich irgendein, wie es siehst, ein bisschen, das Spiel ist ein bisschen hübscher für die Farben, für die Farbkontraste. Da habe ich eine Mod drinnen. Warte mal, wie steckten sie die Waffen wieder weg? Nö. F ist das, okay. Dirndl, wie steckst denn du die Waffen weg? Das ist unser... Na, ich will euch unseren Hauptcharakter sagen, wie geht denn das? Da ist es Wetz und da ist eine Maulwurfsratte. Ich muss nochmal die Beschreibung dann schauen, aber das werden wir in der Zeit auszufinden. Und zack! Was hast du vor? So. Ja, komm her, Mausel, hauen wir gleich. So. Sehr gut. Wo ist denn jetzt? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da hinten ist was. Hört ihr das auch? Mei. Das sind so wieder die geilen Zufallsbegegnungen. Kurzer Blick. Ich bin ein bisschen sehr altmodisch, beziehungsweise buggeschädigt in den Spiel.
Und zwar, ich habe auf der PS4, wie ich es anfangs gespielt habe, einen Bug gehabt. Jener, wenn er zu viel Speicherstände gehabt hat, automatische, hat er da in Spielstand geschossen. Ich glaube, ich habe 6 Spielstände ruiniert mit dem Bug. Wow. Wie viele Schuss habe ich noch übrig? Scheiße! So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Richtig. Mei. Ja, jetzt geht's dann wieder gut. Bist du Moped, hat der ein Tempo drauf. Nur einen Tisch finden würde. Stühle könnte ich problemlos aus Betonplatten improvisieren. Oh. Ja! Nicht mehr an der Oberfläche, ha? Ziehen wir es durch. Natürlich zieh's durch, Baby. Quer da. So ein Meisenkitzler, ehrlich. Da kitzelt's mir grad die Schuhe auf. So. Was haben wir da? Und im Laufe des ganzen Let's Plays werden wir wie gewohnt bei mir mit dem Schwierigkeitsgrad aufgehen. Mhm. Ja, wie steckt sie die Waffen weg? Das war sie nun noch nicht. I? Na, können wir jetzt nicht. Jetzt muss man noch in die Einstellungen schauen. Und zwar Gameplay da. Nö. Warte mal, da gehe ich ein Stück over. So. Zurück. Steuerung. Vorwärts, seitwärts, Angriff, Maus ziehen, blocken. Links Alt, okay, aktivieren. Automatische Bewegung, schnell speichern, Pause, Schnellgriff, Karte, ORI, UAEAO, Caps Lock, immer Laufen umschalten, das will ich nicht. Laufen, Schleichen, Sprinten, Maus 3, POV, okay. Pip-Boy ziehen, nachladen, aktivieren. Ziehen, nachladen auf R. Hä? Ah, auf R oben bleiben. Das ist natürlich gut zu wissen. Knete habe ich leider noch keine, also kann ich da nichts haben. Wenn ich doch nur einen Tisch finden würde. Stühle könnte ich problemlos aus Betonblöcken improvisieren. Na bitte. Jetzt wisst ihr das auch. Das ist der alte Improvisateur. Aber mein eigentlicher Weg ist ja eigentlich da hinten hinüber. Da war doch irgendwo, genau, eine kleine Hütte. Da ist ja ein bisschen was drinnen. Genau, mit der Maus oben in die Haarnadel bewegen und mit A und D. So. Der böse Lootfinger ist wieder unterwegs. Geil. Mal schauen, vielleicht finde ich für Skyrim AD-Mod mit unendlich Tragen. Dann könnte man nämlich mehr mitnehmen und schneller was bauen. Was haben wir da? Her damit. Ja gut, wir werden jetzt einfach einmal in Richtung Kotzwürg laufen. Ja. Wäre eigentlich einmal sinnvoll. So, her damit. Hoppala. Wie gesagt, bitte in die Kommentare, ob alles passt soweit,
ob's zufrieden seid, ob's was wollt oder sonstiges. Ich werde jetzt mir da sicher ein paar Stunden aufnehmen und dann wird euch ein Feedback eingehen. So, da. Und noch einmal, Livestreams kommen 2020 wieder. So. Würde ich jetzt nämlich Livestreams starten, hätte ich keine Freude damit, weil ich will was tun, wo ich meinen Spaß hab, gell. Und nicht auf Zwang irgendwas tun, wo ich keinen Spaß dabei hab. Und vor allem, was ja dann auch bei mir das nächste Problem ist, die 5 Spiele oder 6, die jetzt laufen, 5 sind es glaube ich, mit die werden wir dann auch einige Zeit beschäftigt sein und sobald eins vorbei ist, kommt das nächste. Ah, da ist der Kotzwürg, schau. Gut, gehen wir mal hin zum Kotzi-Wotzi. Codsworth? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Was ist geschehen? Codsworth, was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Ma'am? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihr Mann wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Ma'am, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sie haben ihn gekidnappt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde mein Baby zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Ich tue halt einmal überrascht. 200 Jahre? 200 years? What? Are you... Eigentlich etwas mehr als 210, wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Also auf Englisch hört sich das ja gleich noch besser an. Ich meine, ich bin zwar kein Englischfreund, aber warte mal. Geht's dir gut? Bist du okay? Codsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh man, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebonert, aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Und dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Er kann ja richtig laut tun, wirklich. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Ma'am. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihr Mann wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke. Danke, Codsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihren Mann und den kleinen Sean noch. Ja, wir können das gern machen. Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen.
Nein. Ah, so ein sympathischer Kerl. Ah, übrigens, falls die Stimmen zu leise sind, bitte sagt's mir's. Was ist entdeckt? Ich habe nämlich... Ich komme gerade erst in Fahrt. Hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Warten Sie. Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Ich habe nämlich mit Absicht die Untertitel ausgeschalten. Ich möchte nämlich die Untertitel weg haben, falls irgendwelche Gespräche sind, dass ich das als Thumbnail nutzen kann. Kuckuck. Kuckuck. So ein bisschen Staub doch das Öl in Wallung bringen kann. Das wird ein Spaß. So viel zu. Dachtest, du könntest dich vor mir verstecken? Rechte Hand. Bam, bam, bam. Hier ist meine Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Schon okay. Danke für den Versuch, Codsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Ma'am. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe und, tja, die Leute dort haben erst ein paar Mal auf mich geschossen. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Jawohl, mein Freund, du sicherst. Und ich werde mich hier mal um den Scheißdreck da kümmern. So. Wisst ihr, ich hab nämlich müssen, ich meine, ich weiß nicht, wer das Glück gehabt hat bis jetzt da. Mein ganzes YouTube schaut mittlerweile schon ein bisschen sehr neu aus. Ich hab mir das müssen einarbeiten. Und, hä? Na, da bleibst. Alles annehmen. Hä? X-Tab, Enter, R, alles nehmen. So. Wir müssen erst durchsuchen und durchwursteln. Und jetzt ist vor kurzem aufgeploppt, ich muss ja mittlerweile jedes Video bestätigen, ob das jetzt rein nur für Kinder geeignet ist oder nicht, laut amerikanischem Gesetz. Ja. Naja, lassen wir das, gell. Aber jedes Kind unter 18 hat Zugriff auf irgendwelche Pornoseiten gratis, gell. Hoppala. Was gibt's da zum Verzeihen über das Spiel? Auf der Xbox One hat das Spiel auch noch einen grenzgeilen Bug. Und zwar, wenn du Mods installiert hast, inklusive den komischen Creation Club, den ich da aber nicht spielen werde. Vielleicht, dass ich später nachher einmal sagen werde, auf der Xbox, dass ich da was mache, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, da gibt es einen ganz lustigen Bug. Und zwar, wenn der Creation Club installiert ist und du hast Mods installiert und du fängst zum Reden an mit dem Cozy, dann passiert es dann nämlich, dass die KI vom Cozy das nicht macht, was er soll. Und zwar auf die Jagd da nach die Fliegen. Das tut er nicht. Er bleibt da drüben stehen und dreht sich nicht vom Fleck. Absolut nicht. Ich hab das probiert, das hat mir schon einen Spielstand auch hingemacht. Also das Spiel hat so viele Bugs, aber mein gut, ich hoffe, dass es sich bei Starfield ein bisschen mehr bemühen, was auch eine letzte Chance ist. Ansonsten pfeife ich auch auf Bethesda, so wie ich es schon bei EA gemacht habe. Da habe ich auch schon lange nichts mehr unterstützt. Mein gut, EA halt, was müsst bei EA erwarten? Sagen wir sehr ehrlich. Transfer. T, Schrottlagern, sehr schön. Alles gefällt mir, das ist ja wirklich.
Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, da ich sag das, wie es ist, gell. So. Was haben wir da? Nix. Da haben wir ein bisschen was. Was ich noch hab. Warte mal, vielleicht. Ah, das ist das. Nein, ich würde nicht auf den Cozy gehen da. Zwiebeltes Auge. Tab. So. Steck schnell die Waffen wieder weg, Mädel. Dann haben wir keine Schwierigkeiten. V halten. Blöde Tasten. V. Ah, okay. Ich muss nochmal in die Mods gehen und da eine entfernen. Ja. Ja. Da muss ich eine Mod entfernen, das ist mir ein bisschen zu blöd. Ah, siehste. Weil die zweite Mod, die ich hab, die entfernt mir gleich den ganzen Boden und alles. Das will ich ja gar nicht. So. Ich hätte gesagt, wir belassen es da für heute. Ich werde schauen, dass ich die Episode im Nachhinein noch ans Intro und alles zuschneide. Und dann werde ich mich auf die Suche machen, welche Mod das ist, die da weggekehrt. So. Mir ist egal, wie lange das Let's Play dauert. Macht sich einmal auf ein mitunter längeres Let's Play gefasst. Also die 3 Spiele wie Dragon Age, was im Jänner wieder anfängt, Skyrim und Fallout. Das wird also mal sehr, sehr lang gehen auf meinem Kanal. Das habe ich jetzt eh schon 100.000 Mal erklärt und gesagt und tun und da. Und wenn Fallout 4 dann auf dem Bildschirm erscheint bei euch, dann bleiben die Spiele auch für Zeitl. Just 2 und The Long Dark laufen nebenher noch als Abwechslung, damit es nicht ganz so langweilig wird auf meinem Kanal. Und zu guter Letzt muss ich noch dazu sagen, ich werde hergehen und werde nicht mehr noch weitere 17 Spiele anfangen, weil es einfach nicht bringt. Ich habe so schon genug und ich will einfach nimmer viel zurück hinten nach sein mit irgendeinem Spiel. Interessiert mich gar nicht mehr. Also wie gesagt, wir werden das jetzt so belassen, das Ganze. Wir werden dafür heute speichern und wir sehen uns dann in Fallout 4 übermorgen wieder. Ja, also dann, danke fürs Zuschauen, bei Interesse deinerseits, hoffentlich sehen wir uns wieder und bis dahin, Baba!